Seid ihr bereit für den finalen Part dieses Projektes? Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist der letzte Part von Dragon Ball Z Burst Limit. Egal wie lange es dauern sollte. Mach den Scheiß jetzt hier noch fertig, ey. Denn jetzt stehen uns die schwierigsten Fights überhaupt bevor. Die mit Broly. Er ist unglaublich dämlich. Sein Wortschatz besteht nur aus einem einzigen Wort. Insekt. Naja, offenbar doch nicht, aber ganze Sätze kann er offenbar doch nicht formulieren. Naja. Jetzt ein kleines Problem, weil, naja, wir spielen hier als Broly und ihr seht schon, ich stelle mich etwas dämlich an. Ja, man könnte zwar meinen, ja, die ganze Kämpfe sind ja kein Problem für einen legendären Super Saiyajin. Ging mir daneben. Ja, schön wär's, weil, ja, ihr seht schon, ich treffe meinen Gegner einfach nicht. Verdammt, Krillin ist zu klein. Und das ist das große Problem am Broly. Also eines der zwei großen Probleme. Weil seine Gegner nur halb so groß sind wie er, trifft er sie einfach nicht mehr. Keine Ahnung wieso. Nein, immerhin, ja, na klar. Er holt außen, wohin trifft er? Natürlich, die Animation kommt von den Magen, aber im Prinzip hat er den Kopf getroffen. Ja, unser erstes Problem sind die Spezialattacken, weil denen kann man locker ausweichen. Man Krillin, würde es mich bitte mal ausführen lassen, danke. Attacke Nummer 1, kann im Prinzip locker ausweichen, weil er zu lange dafür braucht. Und ich habe die ultimative Attacke ausgeführt, das wollte ich gar nicht, sorry. Aber hier seht ihr auch mein oben und unten. Das ist alles, was dieses Zwergenhirn kann. Nach links und rechts kann er nicht, nö, nur nach oben und unten. Und der Rambock-Attacke ist auch nicht viel wesentlich, kann man auch mehr oder weniger locker ausweichen. Mit Broly zu kämpfen ist kein Vergnügen, hey. Er kann zwar einigermaßen gut zuschlagen, falls er mal treffen sollte, zieht er seinem Gegner auch einiges ab, aber das ist eigentlich ein Riesenbaby, hey. Dämliches Riesenbaby mit einer hässlichen Lacht, das auch noch. Aber wie gesagt, wenn er mal zulangt, dann wäre es so schnell kein Spaß mehr. Seht ihr schon, sieht Krillin ordentlich Power. Was jetzt? Du bist wertlos. Oh, verdammt sollst du sein, ja. Im Grunde genommen ist Broly derjenige, der gerade etwas im Verlieren ist, aber ja, er sagt einfach mal seinen Gegner, du bist wertlos. Broly, wo liegt da der Sinn? Mit der Rambock-Attacke geht es doch einigermaßen. Teleportieren geht auch. Wenn ich mal Energie haben sollte. Komm jetzt her, du kleiner Wicht. Na klar. Hey, das müsst ihr euch mal reinziehen. Krillins Attacke ist stärker als meine. Bin ich hier der legendäre Super Saiyajin? Oh, oh, nicht gut, nicht gut. Ablocken, ablocken. Wow, wow, wow. Ah gut, ich hab genug Energie. Haha. Nichts gewesen. Ich wieder. Na klar. Mann, Krillin, du nervst. Broly! Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Diesmal kam die Katze im richtigen Moment. Ja, aber seht schon, ich hab noch Power. Verdammt! Natürlich treffe ich meinen Gegner nicht. Nein, so. Broly-Attacke ist ja für den Arsch. Hey, Krillin kann ich mit einer Ki-Blast-Attacke. Ja, ist sogar so. Kann nämlich stoppen, obwohl ich eine Ultimativattacke einsetze. Also, ja. Eine Spezialattacke. Immerhin funktioniert der Teleport noch so. Komm jetzt, Broly. Mann, ey, trete mal. Wow, das muss wehtun. Nein. Mann! Ich hab doch mir gesagt, jetzt reißt mir aber endgültig. Wie lange soll der Part dauern? Wenn es so weitergeht, dauert der über eine Stunde. Und darauf habe ich keinen Bock, ganz ehrlich. Ja, wieder Broly. Jetzt bin ich sauer, Mann. Hier! Ja, seht ihr, es geht doch. Ja. Ich ramm hier alles nieder, Mann, auch wenn ich nicht treffe. Das muss wehtun. Das ist fast das Genick gebrochen. Ja, was willst du tun, Krillin? Was willst du tun, hä? Die dämliche Platzenfresse, hier schraube ich noch deine Birne ab. Oh. Na klar, ausgewichen. Ja klar, die können mich schon da hinten treffen. Nein, Broly! Broly! Du scheiß Brokkoli, Mann! Ja klar, jetzt kann er ausweichen. Mann, der treibt mich doch in den Wahnsinn. Du bist wertlos. Ja, die Katzen kennen wir.
Verdammt, soll es sein? Ja, ja. Schnauze, Mann! Kein Kommentar. Gott, Mann! Ich will wieder verlieren! Geht doch! Meine Fresse. Ja, da kommt natürlich nicht und der. Okay, Krillin, Respekt. Der Angriff war nicht übel. Ein bisschen mehr als 2 Treffer solltest du schon hinkriegen, Kleiner. Naja, gut, Broly. Deine Defense ist nicht so übel, aber... wir müssen trotzdem jetzt wieder hin. Mann! Kleiner Stück, du gehst mir auf die Senkel! Warum? Geht doch. Ultimate Attack und... ja. Für den Arsch! Die Attacke ist für den Arsch! Natürlich nicht. Den hat Berührungsängste, was auch immer. Den Scheiß! Na, was machst du jetzt? Rambock! Oh, das war ein Fehler. Ja, ein Fehler von mir. Mann! Ich hätte ich ausnutzen müssen. Ich stehe gar an wie der letzte Saiyajin, wie der erste Saiyajin. Ja. Was ist mit der Steuerung los, Mann? Ah, gut, ich habe der Ki, Gott sei Dank. Kein anderer Balken. Ja, geht doch. Seht ihr? Wenn sie mal trifft, dann zieht sie den ganzen Balken ab. Das ist übel. Das heißt wohl also nichts. Was ist jetzt für mich? Oh, oh. Das alles ablockt. Da geht trotzdem langsam Energie aus. Special Finisher. Wow. Green hatte fast noch den ganzen Balken voll. Not bad, Bro. Also wie gesagt, wenn er mal trifft, dann sind seine Attacken Hammer, aber eben, wenn er mal trifft. Das ist ein Riesenarsch von dem Baby, hey. Und da haben wir es mal wieder. Kakarotto, Kakarotto! Dann gebt ihm doch endlich mal so eine Mohrrübe, hey. Dann wird zu stark. Tut mir leid, Goku. Du wirst jetzt zu Ende bringen müssen. Ja. So, was kriege ich dafür? Es, wie schlecht. Mann. So, schnell zum nächsten Kampf weiter. Und nein, der nächste Kampf ist nicht gegen Goku, der kommt erst zu Ende. Erst am Ende, jetzt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Broly gegen Gohan und... gegen den zweifachen Super Saiyajin Gohan. Ach, du grüne Scheiße. Das war übel. Das war verdammt übel. Hey. Als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, bin ich hier dauernd stecken geblieben. Ich musste auf leicht das weiterspielen, sonst wäre es nicht weitergegangen. Hey. Das war echt übel, weil Gohan ist nicht nur stark, er ist auch genauso klein wie Krillin und das heißt für uns, ganz genau, wir treffen ihn nicht, aber er trifft uns. Ich hoffe, ich habe es vor dem Kampf noch genug geübt, beziehungsweise vor dem Part, dann sollte es einigermaßen klappen. Oh Mann! Da der erst lange fährt wieder mal ihm, sollte es auch anders sein. Der Tief ist natürlich auch wieder mal super. Ja. Der war nicht übel, wa? Ja! Was? Mann, das wird nicht! Oh! Eieiei, das muss wehgetan haben, Broly voll in die Nüsse. Oh, nicht schon wieder! Oh, obwohl, hat er überhaupt den? Oh Mann, die armen Kinder, ey. Beziehungsweise die arme Frau, die ja mal schwängen so. Doch ein Thema ab. Könnte man andere Angriffe ausführen. Menschenskinder. Und? Schon eben. Wie kann das sein? Wow. Ja, der war nicht übel, oder? Macht das jetzt nicht nach, leider. Und er ist mal sauer gegen den Rampage-Modus. Sauer-Modus, das ist mir scheißegal jetzt. Oder nehmen. Oli, wer mal ihn treffen? Hallo! Brauchst du eine Brille oder was? Ja, stimmt, du hast die Kontaktlinsen, deshalb die weißen Augen, oder? Ah, deshalb siehst du ja nichts mehr. Ja! War zwar gerade eine komische Animation, aber egal, es wird! Und er lacht sich wieder mal die Seele aus dem Leib hin. Hast du 56 Treffer? Also gewöhnlich komme ich über 100, aber ja, ist egal, da.
dauert der Part jetzt schon? Über 10 Minuten schon. Oh oh. Au! Mann, ey, Kleiner, das hat doch wehgetan. Du kannst einem Riesbeben nicht so einen Schrecken einjagen. Voll auf die Arme. Tja, kleine Schläge auf den Hinterkopf, wenn man das Denkvermögen. Man brauchte Broly aber einige, hey. Kann ich go an, hau ihm einige Male auf den Hinterkopf mit ein bisschen intelligenter. Er hat dringend nötig. Was aber auch interessant ist, jetzt sehen wir hier mal einen direkten Stärkevergleich zwischen einem legendären Super Saiyajin und einem zweifachen Super Saiyajin. Das gab's so auch nicht. Wow, das war geil! Genau in dem Moment abgepasst. Und jetzt bist du dran. Eigentlich sollte man Broly einsperren, weil der schlägt kleine Kinder. So ein Muskelpaket kleine Kinder schlägt. Ihr müsst euch mal vorstellen, angenommen, Arnold Schwarzenegger würde mal so auf einen kleinen Jungen losgehen und ihn so verprügeln. Der kann lebenslang in den Knast, ey. Der Kleine schlägt mir down in die Nüsse, von daher ist vielleicht Notwehr. Das ist große Notwehr. Ich sehe gerade, Gordon ist fast am Ende. Ich schaff's schon. Okay, jetzt macht er ernst. Broly, lass mich jetzt nicht im Stich. Gordon ist übel. Der ist so übel. Leute, drück mir die Daumen. Mann. Was kann ich das? Komm, ich lese nochmal. Ja. Das hat sogar funktioniert. Boy. Beim ersten Mal. Auf Normalniveau. Das ist eine Premiere, hey. Vielleicht deinen Sohn eliminiert. Karotte! Ja, geh dir mal an den Karotte. Broly ist so ein crazy Charakter. Ich weiß gar nicht, wie ich den anders beschreiben soll. Rangzeichner will ich erhoffen, hey. Gohan war echt übel zu besiegen. Puh. So, den habe ich gepackt. Wer ist der Nächste? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Demon? Oh, Piccolo. Oh, ja. Habt ihr vielleicht schon erraten? Und jetzt kämpfen wir gegen all diejenigen, gegen die wir, in der Serie hätte fast gesagt, gegen die wir im Film, ja, doch im Film, im Film auch antreten würden. Das heißt, zuerst war Gohan dran, ja gut, zuerst Krillin, aber gegen den hat Broly im Film gar nicht gecatcht. Gohan, dann Piccolo, dann kam noch Trunks, Vegeta und zum Schluss Goku. Das wären üble Fights, ey. Also der gegen Piccolo ist noch relativ, ja, ich würde fast sagen normal, also. Ja, das müsste ich schon schaffen. Trotzdem drück mir die Daumen. So, Piccolo, was machst du, hä? Komm her. Abwehrhaltung, was machst du? Okay, daneben. Okay, ich treffe auch nicht, sehr schön. Hier! Wurf for the win. Schlangenarm for the lose. Das kann nur ein Loser. Und nichts gewesen mit den Späßen. Broly, da nicht. Deine ultimative Attacke ist für den Arsch. Aber die bleibt zum Glück nicht für immer für den Arsch, weil im Verlauf des Partes, soll ich mal sagen, im dritten oder vierten Kampf, ab dem vierten oder fünften Kampf kriegt Broly einen neuen ultimativen Angriff. Der ist um einiges besser. Man kann ihn zwar immer noch relativ locker ausweichen, aber trotzdem Mengen besser als den er jetzt hat. Nein, nein, nein! Ich will den Scheiß. Abwehrhaltung, und mein Key sinkt wieder. Broly, würdest du bitte mal Piccolo in die Luft befördern? Dankeschön! Geht doch! Hast du kapiert, Mann? Ich hab selten im Leben so eine verrückte Lache gehört. Okay, wieder etwa Gleichstand. Du hast den Arsch, das nimmt dich aus. Den ultimativen Angriff hatte ich sicher nicht zu wenig Ki. Leider, leider. Aber naja, man kann nicht alles haben. Jetzt mal hinter! Geht doch. Eigentlich schon verrückt. Doch, verrückt. Mann. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Was ich eigentlich sagen wollte, normalen Standardangriffe, die gehen meistens leere, aber die Würfe funktionieren meistens. Okay, jetzt ist Piccolo sauer, das bringt ihm überhaupt nichts.
Angriffskraft, Verteidigung steigt, sehr schön. Ja, ich merke schon, ein bisschen zügiger drauf. Okay, aber ich bin hinter dir, also, ja klar. Ich bin wieder voll ins Face. Ich war schneller, Mann. Und voller nehmen. Oh, 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 oh. Ich denke, das wird scheiße. Wow, cool vom Tag. Und Schlangenarm-Techniken sollten verboten werden, das sind doch echt fies. Aura-Modus und tschüss, Mann. Yeah! Hast du kapiert, Mann? Sag mir das Leute. Kannst du abwechselnd gegen Boden, oder? Naja. Piccolo, was machst du jetzt, ne? Wie willst du mich jetzt noch besiegen? Am Arsch, Mann, du bist am Arsch. Jo, nicht zum leider auch. Das treffe ich nicht mal mehr. Wow! Oli heult. Okay, langsam mit hier holen. Was? Nur langsam? Verdammt! Wenn die Defense steigt, ich trage mal was. Voll Leben. Dankeschön, Broly. Danke, dass du so ein super Typ bist, Mann. Dass er so super spielen kann. Wir sind für den Arsch. Der dreht voll auf. Ja, wie gesagt, der dreht voll auf. Wieso lacht jetzt eigentlich Broly? Piccolo greift ihn doch an. Das Monster, Mann. Ja, mein Reden, Alter. Was, schon wieder? Okay, wie das passiert ist, keine Ahnung. Nein, du gehst mal auf den Senkel, du gehst mal auf die Schaltkreise, du gehst mir sonst wohin. Aber geh mir einfach nicht ins Netz. Verdammt. Ja. Was? Wow. Leute, ich bin gleich tot. Ich bin am Arsch. Okay, wieder mal nichts gewesen mit Spesen. Broly, mach was. Mach was. Wow, das war knapp. Gott sei Dank. Ich kann gleich, ich hab ihn gleich. Ja, was? Nein! Nein! Scheiße! Verdammter Mist! Ich bin doch schon... Mann! Ich werde nicht verlieren! Das darf doch nicht da sein! Du spielst gegen mich! Hier cheatet jemand! Ganz übel! Geh endlich zu Boden, Mann! Ich hab die Fresse voll! Ja! Jetzt darf ich mit dir, Broly! Das Muskelpaket ist echt übel. So viel nicht mehr. Viel nicht mehr, wollte ich eigentlich sagen. Oh, darf ich nicht mal treffen lassen und nicht wieder das Übel enden. Nein, 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 nein. Abwehr, Broly, Abwehr, Abwehr. Mein Aura-Modus ist zwar für den Arsch, aber immerhin habe ich die Attacke überlebt. Ist doch auch was. Komm jetzt her, Mann. Mann. Oh, ich weiß, dass du eine Brokkoli-Allergie hast, aber bloß weil er grün ist, musst du ihn trotzdem packen. Jetzt! Oh. Alter Falter, war das knapp! Puh. Oh. Das war mehr als übel. Insekten. Ja gut. Bei Piccolo trifft sie nach dem Inseln zu, weil Namekianer sind fast so was wie Insekten, wenn man so will, mit Körperteil nachwachsen lassen und so. Jetzt beinahe Geschlechtsteil gesagt. Oh, was ein Tag für ein Z, Gott sei Dank. Weiter geht's. Der Part hat mal überzogen. Ja, schon weit über 15 Minuten, aber ich habe gesagt, mach den Scheiß hier noch fertig. So. Sieht's jetzt aus. Gegen Trunks. Naja. Muss ich eigentlich mehr oder weniger locker hinkriegen. Ich hoff's jedenfalls. Mal kurz im Oberstürmchen nachgraben. Ja, also. Der Kampf gegen Trunks war jetzt nicht so schwierig. Sag mir einen Kampfwillen. Ja, ich zerstöre diesen Planeten. Wenn ich in dem lasse, zerstört das ganze Universum. Alter, Broly, nur was ein Planeten gesagt, nicht im Universum. Mann, der Trunks viel Energie.
Das wird übel werden. Und ich sehe schon, Broly hat eben noch die gleiche scheiß Ultimativ-Attacke wie vorhin. Er hat nämlich ihm noch 5 Energiebalken. Aber normalerweise müsste er jetzt schon 4 haben. Naja, vielleicht irre ich mich ja auch. Der neue Special Move kommt erst später. Wow. Der Broly aber ganz schön los, wa? Trunks aber auch. Was? Was ist denn jetzt los? Oh nein, nicht die Attacke! Wow. Kein Schaden? Oh Gott sei Dank! Danke Broly! Die Cutscene war jetzt mal eine Rettung in letzter Sekunde. Okay, gut, zugegeben, in letzter Sekunde ist übertrieben. Aber eher in erster Sekunde, aber trotzdem nicht übel. Jetzt prügelt er wieder auf den Jungen einher. Es gäbe es keinen Morgen. Wie viel Treffer schaffe ich? 94. Naja, das sah gerade übel aus. Als hätte Broly Trunks gerade erst mitgebrochen. Okay, Trunks setzt seinen Kief ein. Merk langsam, Freunde. Ich werde heißer, aber ich kann aufhören. Wir müssen weiter zocken. Zurück, Broly, zurück. Trunks hat so wieder Energie. Ich mich das sowieso nicht, aber ich dafür ihn. Endlich mal einen Gegner auf Augenhöhe, wa? Okay, gut. Piccolo war ja auch schon ein Gegner auf Augenhöhe. Nein, nicht schon wieder. Das war knapp. Aber naja. Jetzt trefft zumindest meine Attacken mal öfter. Zumindest mal die normalen Attacken, die speziellen Treffer dann mal für den Arsch. Wieso auch? Broly ist sowieso ein Musikpaket, du musst seinen Attack nicht treffen. Okay, wie er mich jetzt da oben getroffen hat, keine Ahnung. Ja, Mann. Oh, meine Energie, ich bin gleich tot. Das heißt, ganz konkret, ich müsste mich mehr konzentrieren und weniger quasseln. Das geht nicht. Und yeah, der war geil. Broly, jetzt zeig's ihm. Der lacht aber auch zu jeder Sekunde hin. Meine Fresse, egal ob er zum Verlieren oder am Gewinnen ist, der lacht sich einen ab. Wenn er so weitermacht, war zum Lachgetriebe kaputt. Ja, ich weiß, gibt es sowas nicht, aber egal. Der Spruch muss mal sein. Okay, Trunks geht jetzt auch alles, aber bringt nichts, er ist K.O. Naja, ging noch einigermaßen noch gut, wa? Ja, und die Gelegenheit nutze ich und trinke wahrscheinlich einen Schluck. Nicht schlecht, also Broly ist echt fürsorglich. Muss ich sagen, haut ihn einfach mal schnell weg. Er ist so ein riesen Arsch. Ja, was ist halt so bei diesem legendären Muskeltyp ist, was? Oh, Duell der Super Saiyajins. Ja, also gut, das mit Duell der Super Saiyajins könnte man bei fast jedem Kampf sagen. Ja. Seltsame Kampfbeschreibung. Ich würde eher sagen, Duell der Saiyajin-Sonderlinge, oder? Weil Vegeta ist der Saiyajin-Prinz und Broly ist der legendäre Super Saiyajin. Okay, kurzer Schlagabtausch. Noch eher ungewöhnlich sowas. Weil normalerweise hätte Broly Vegeta längst zerquetscht. Da wird es mehr drauf. Oh. Die Szene kam im Film aber ganz anders vor, nämlich genau umgekehrt. Da hat sich Vegeta fast in die Hosen gemacht, für Broly. Steht auf dem Saiyajin-Prinz. Wenn du nicht willst? Der hat auch wieder das Willen, was ist heute los? Voll in die Wand liegend. Also Vegetas 12 Fingerdarm kannst du vergessen. Hä? Seht ihr schon außer Atem? Ne, überspringen wir natürlich nicht. Wieso auch? Stärke größer. Immer größer. Ja, ja. Da muss ich erstmal verschnaufen, weil seine Stärke immer größer wird. Und ja, ich hab's endlich, die neue ultimative Attacke, die überhaupt nichts bringt. Jetzt hab ich mal eine Aktion gesehen. Was? Ich das wahrnehmen. Ja, ja, schon gut. Nochmal so, komm schon.
Jetzt! Wow! Ultimate-Attacke und Vegeta weicht das Spiel und läuft auf. Gut, kommt der Ohrwurm hin. Aua, es war unfair, ich stand doch am Boden. Das ist Saiyajin Prince. Also Vegetas eine spezielle Attacke, dass die auf Nahkampf, die ist echt übel. Die geht einem durch Mark und Bein. Treff wieder mal nicht. Scheiße, oh, ich verliere hier, das darf nicht sein. Ein bisschen mehr konzentrieren, bitte, Broly. Ja, es klappt. Halbwegs, sie haben eine Kammer abgezogen. Ja! Okay, Vegeta wird wieder mal sauer, wie könnte es auch anders sein? Du kleiner Saiyajin Prinz. Jetzt sehe ich es gerade, Vegeta ist echt klein, ist nur halb so groß wie Broly etwa. Vegeta ist höchstens 1,60 Meter, also optisch betrachtet. Oh, jetzt geht Broly aber ab. 102 Treffer! Das muss er eh tun. Das Vegeta. Und es Marsch! Die perfekte Gelegenheit! Jemand! Ich bin der King, Broly ist der King, jetzt! Nein! Ich hab nichts gesagt. Vegeta ist natürlich der King. Vegeta muss gewinnen, weil sonst macht Broly so weiter und zerstört am Schluss noch den Planeten. Ich kann nichts anderes tun, als ihn zu steuern. Ich muss es tun, ich werde auch ferngesteuert, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Broly zum Sieg führen. Ich bin gerade ab, die kämpfen ja im Weltall. Ach, sowas von unlogisch. Aber egal, sieht zumindest noch cool aus. Wow! Beide ultimative Attacks! Was? Okay, zum Teil neutralisiert und hat meine Attacke seine besiegt und er ist zurückgeführt. Hey, ich hab die ganze Zeit auf Abwehr gedrückt! Mann, Broly, ey, du bist ein Riesenarsch. Du kannst dich mal abwehren, wenn ich sage, Mann, soll ich noch gewinnen? Er ist doch lebensmüde. Ich hab nix. Meine Chance! Oder auch nicht. Nein, so auf, verliere wieder mal. Nein! Schnell, Broly, schnell. Oh, das war knapp. Das war arschknapp. Du Riesenarsch, das war arschknapp. Nimm das, Cheater! 60 Schaden, das müsst ihr mal reinziehen. Oh, das war wieder mal so knapp, ey. Über 25 Minuten, alter Falter. Wie lange soll der Part noch werden? Du bist am Arsch. Ja, er liegt zumindest auf dem Arsch. Also ist vorbei. Am Ende bist du doch wertlos. Und wie immer muss er sich aufpowern. Und aufblähen und so. Es hat übel, wenn man Dauerblähungen hat, wa? Dauerblähungen. Könnte man bei dem echt meinen. Das ist schon ein Kampf. Freunde, der letzte Kampf. Goku gegen Broly. Was? Goku gegen Broly? Heißt jetzt, dass ich als Goku kämpfe? Oh ja, bitte. Bitte, lass mich als Goku spielen. Das wäre so genial, dann könnte Broly endlich mal eins in die Fresse hauen und ihm zeigen, wieso ich ihn so hasse, wieso seine Attacken so im Arsch sind und sieht nicht so aus. Jawohl. Nee. Pech gehabt. Goku steht rechts, ich bin links. Ich reiß dich in Stücke. Kann ich nicht leben lassen. Mein Rin, Alter! Zeig ihm, was du drauf hast, Goku! Ich drück dir die Daumen, auch wenn ich einen Gegner steuern muss. Also den Text lese ich nicht vor, Leute, weil sonst kommt die Polizei vorbei und verhaftet mich noch. Dieser Ort wird ein Grab. Hat mal mehr Energie als ich. Ihr seht schon, das wird nicht einfach. Goku eine super Abwehr. Und er passt mich immer ab. Der Einkampf und der wohl spannendste Kampf überhaupt. Also die Mucke etwas lauter. Jetzt geht's an, Mann! Final Battle und Feuer stehen. Wow, was war das gerade? Irgendwas hat gerade geruckelt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Wenn nicht, Glück gehabt.
Wow, das war knapp. Ja, juhu, Mann. Wow. Mann, ist Goku schnell. Das ist besser als sein Sohn. Mann, Broly, hör mal auf mit dem Scheiße. Okay, wieder mal nehmen. Ja. Was? Na klar, ist da außer Atem, du bist doch ein riesen Pimmel. Du bist ein Furz von dem Saiyajin. Du bist nicht wert, Broly, du bist ein Arsch. Und trotzdem muss ich so nachsteuern. Komm schon! Ultimate Attack! Alter, besorgt in der Brille, hey, der stand genau vor dir! Mann, was ist das für ein Arsch? Der ist kein Arsch mehr, dessen. Schweinefäßige Rindviech mit... Was weiß ich, mir fällt gar nichts ein, ich muss mich konzentrieren. Rindvieharsch, das war's. So, Bullen, sag mal, was du drauf hast. Schlag auf ihn ein! Schlag ihn zu Brei! 61 Treffer, bist du schlecht. Da schafft ich selber noch mehr. Bleiben uns noch keinen ab, egal. Ja, der war nicht übel. Ich sehe gerade, das ist... Für sogar leicht. Cool! Den jungen Goku, ich werde ihn besiegen! Ja! Wieso kann ich... Ja, Mist! Ich habe den Teleporter im Aura-Modus eingesetzt, das war nicht besonders klug. Komm schon wohl, yeah! Moment so, als oh. Abwehr! Oh yes! Natürlich daneben! Anders wäre ja mal eine echte Abwertung gewesen. Was? Oh! Hä? Was war das für eine Kombo, hey? Wow. Guck, beruhig dich mal! Du bist mir definitiv zu nah, Alter. Ich hab Berührungsängste, verstehst du? Und ich hasse dich auch noch. Ja! Ultimate gegen Ultimate! Es ist vorbei! Alter Falter, scheiß die Wand voll. Wir haben's geschafft! Und das bedeutet konkret... Goku ist am Ende. Es gibt keinen Verteidiger mehr der Erde. Wir werden die Welt vernichten. Stimmt's, Broly? Goku hat keine Chance. Beende es, Broly, hier und jetzt! Hier! Das muss wehtun, das tut mir schon vom Zusehen weh. Niemand kann mich aufhalten, niemand! Wie ein Monster. Die Stärke wird größer. Immer größer. Jetzt ist nur noch der Planet selbst übrig. Dieses erbärmliche Universum vernichten. Da habt ihr's. Mir haben Broly dabei geholfen, dass er das Universum zerstören wird. Leute, bringt euch in Sicherheit. Schnell, es ist vorbei. Also so leicht gibt sich ein Goku natürlich nicht geschlagen. Er vollbringt das Unglaubliche und verwandelt sich zum zweifachen Super Saiyajin. Hat er jetzt eine Chance gegen Broly? Tja, Freunde, das werden wir nie erfahren. Das Spiel ist hiermit zu Ende an dieser Stelle. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben den Story-Modus zu 100% endlich durchgespielt. Und deshalb folgen nun hier die Credits mit einigen Rückblenden aus dem ganzen Let's Play. Ich glaube sogar noch ein paar Zusatzszenen. Oh, die werden wir uns jetzt noch reinziehen. Ich lege mal den Controller zur Seite. Mann, ey, war das ein Spiel, hey. Unglaublich. Unglaublich spannend. Unglaublich detailreich, was jetzt die Grafik anbelangt. Es war auch für mich was Neues mit dem ganzen Kampfsystem und so. Und ja, und damit beginnt auch schon mein Fazit, denn ich finde Dragon Ball Z Burst Limit ist ein echt grandioses Spiel, wenn man von ein paar Fehlern absehen kann. Ja, diesen zum Beispiel. Raditz Nappan Vegeta beim Posieren sieht hier lächerlich aus. Also, wieso die Entwickler diese Szenen da noch eingemacht haben, keine Ahnung. Gut, zurück zum Fazit. Wie gesagt, das Kampfsystem, die Grafik, 1A, vor allem das Kampfsystem war mal was Neues. Mit dem Seitwärts-Kampfsystem könnte man sagen, 2D-Kampfsystem, Aura-Modus und Angriff und so. Im Grunde genommen
recht ordentlich gemacht, hat eigentlich auch immer gut funktioniert, außer am Schluss mit Oli, vor allem bei kleinen Gegnern. Das ist ein anderes Thema. Liegt vielleicht auch an meiner miserablen Kampfkunst, keine Ahnung. Aber ansonsten fand ich das Let's Play, vor allem auch die ganzen Kämpfe und das Spiel an sich, echt grandios. Die Cutscenes kamen mehr oder weniger immer dem Original gleich. Zugegeben, es hat relativ wenig Charakter in dem Spiel. Auch sonst, der Story-Modus, der geht nur bis zur Cell-Saga, von daher auch relativ kurz gebunden. Oh, C18 ist auch ziemlich heiß. Egal, zurück zum Thema. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Cutscenes in den Kämpfen, ja man jetzt die, wie hießen die Cutscenes, dann die Drama-Objekte, genau, Drama-Objekte heißen die offiziell. Die sollen sich im Grunde genommen einfach in meinen Lobfällen aktivieren und die fand ich einfach nur scheiße, weil die zu 98% immer gegen mich nach hinten losgingen, sogar meine eigenen. Aber naja, wir haben es trotzdem geschafft und wie gesagt, im Großen und Ganzen fand ich das Spiel ganz ordentlich, vor allem dafür, weil Burst Limit ist ja das erste Spiel, das für eine HD-Konsole erschien. Von daher kann auch die Charakterauswahl eher begrenzt sein auf den Story-Modus. Ich meine, das war bei Budokai, damals auf der PS2 auch nicht anders. Da ging es auch noch bis zur Cell-Saga und es hat trotzdem allen gefallen. Wie gesagt, vor allem hier bei Burst Limit, bei einer HD-Konsole, geht es nebst dem Spielspaß natürlich auch vor allem um die Grafik und die kam hier meiner Meinung nach total gut rüber, da kann man nicht dran meckern. Ja, jetzt sind noch die letzten Szenen hier, bevor noch die Credits zu Ende sind. Tja, meine Empfehlung für euch, also das Spiel kostet heutzutage noch 20 bis 30 Euro. Wenn ihr es auch spielen wollt, kauft es nur zu. Ja, ich meine, klar haben andere Spiele wie Wedge & Blast oder Wedge Quest 2 eine größere Charakterauswahl. Nach der Story-Modus geht weiter, obwohl Wedge Quest 3 gar keinen Story-Modus. Aber ihr könnt es auch so machen wie ich und einfach auf Ultimate Tenkaichi warten, das in 1 oder 2 Wochen erscheinen soll. Und das Spiel wird sicher der Hammer und ich werde natürlich, sobald ich es habe, für euch Let's Play. Tja, und damit ist das Let's Play auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt. Ciao zusammen! Psst, ist noch nicht ganz fertig, keine Angst. Hier seht ihr noch, Rang Z haben wir geschafft. Geil, Mann. Credits sind jetzt im Bonuskapitel verfügbar. Was? Das können wir uns doch noch mal kurz anschauen, oder? Also mal gucken, was haben wir hier? Die ganzen Kämpfe, okay. Hier unten Cell-Zusammenfassung, Drama-Objektübersicht. Okay. Bonus. Was haben wir denn da Schönes? Bestätigen, ja. Hä? Moment mal, das war ja die erste Rückblende nach dem Sieg über Freezer. Ach ja, da steht's ja, Mann. Ja, das ist jetzt die Credits, da seht ihr es da unten. X-Dreieck und Quadrat, ich hätte beinahe Kreis gesagt. Drama-Objekte, was hat's denn hier noch Schönes? Oh, nur 50% von allen geholt. Das ist übel, hey. Ja, aber nee, die 100% hole ich nicht mehr. Nee, Leute, ohne mich, das könnt ihr selber machen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann zeige ich euch nochmal schnell, was sonst noch alles gibt. Den Z Chronicles, das kennt ihr, an die Z sagen. Der AOS-Modus könnte noch interessant sein. Insofern, weil ich euch jetzt noch schnell sage, wie viele Charaktere es wirklich gibt. Zur Auswahl haben wir Goku, Krillin, Piccolo, Kid Guan, Teen Guan, Tenshin Han, ja, oder auch Tien genannt, Yamcha, wer auch immer, Raditz, den Pflanzenmann, Nappa, Vegeta, Ginyu, Rikum, Freezer, der Oberarsch, Trunks, kann bloß eine seltsame Frisur haben, keine Ahnung, vor allem die Haarfarbe, C16, der Irokesen, Irischnitt, wie auch immer, C17, C18, egal, Cell, Broly, der Brokkoli-Typ, Bardock und der Zufallscharakter. Tja, das war's auch schon. So, das war's mehr oder weniger schon. Herausforderung, Tutorial, Training, Optionen, alles sehr unwichtig.
kann ich noch mal sagen. An dieser Stelle beende ich es wirklich, das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Projekt.